Von daher haben sie ja im Grundgesetz das Recht auf Asyl verankert. Das sollte man vor allen Dingen auch verteidigen. Dann ging es recht schnell los mit Vertriebenen aus ehemals deutschen Gebieten, Schlesien, Pommern, Ostpreußen. Und dann ging es schon relativ früh in den 50er Jahren los mit den sogenannten Gastarbeitern. Die haben hier im Bergbau gearbeitet, in der Bergbauzulieferindustrie. Gleichzeitig stieg dann langsam die Zahl von Flüchtlingen, wo Menschen vor Konflikten oder politischer Unterdrückung in ihre Heimat fliehen mussten. Von daher hat Sprockhövel eine relativ große tamilische Gemeinschaft. Trotzdem muss man sagen, dass die Unterbringung in den Wohnwagen ausgesprochen schwierig war. Die haben gesagt, wir wollen nicht kämpfen, wir wollen keine Menschen töten. Dann startete dann der Bürgerkrieg in Bosnien und das war ein sehr harter und langer Krieg. Morgens stand da der serbische Panzer und nachmittags musste ich weg, sonst wäre ich vielleicht erschossen worden. Gleichzeitig war es aber so, dass während vorher also dort die serbische Regierung die Albaner und die Roma vertrieben hat, waren jetzt dort die Kosovo-Albaner am Ruder und haben die Roma nicht mehr zurückgelassen. Von daher weiß ich, dass ich eigentlich auf kurz oder lang jede Gruppe, die auch mal problematische Aspekte so aufweist, im Laufe der Zeit einfach angleicht an die Mehrheitsbevölkerung. Offensichtlich sind die von rechtsextremer Seite absichtlich lanciert worden, um halt Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen. Und dann gesagt wurde, die Flüchtlinge nehmen den Kindern den Kinderspielplatz weg. Das waren alles unbegründete Vermutungen und Befürchtungen. Sie kamen im Wesentlichen aus Syrien, Afghanistan. Es kam damals auch eine Gruppe aus Albanien. Sehr viel anders hätte die Stadt sich eigentlich nicht verhalten können. Es hat sehr viele Flüchtlinge gegeben, die eine Ausbildung absolviert haben oder jetzt noch dabei sind, wo es auch ganz gut läuft. Also von daher würde ich tendenziell schon sagen, dass da Erwartungen auch gut erfüllt worden sind. Im Rahmen des Jobcenters bekommen also die Flüchtlinge nach den entsprechenden Hilfeplangesprächen also Integrationskurse. Eines der zentralen Themen auch bei der Beratung ist, was kann ich jetzt machen, wie kann ich mich weiterentwickeln. Und da sind dann Lücken, die also auch mit Qualifizierungsmaßnahmen in den nächsten Jahren nicht so einfach geschlossen werden können. Dafür kommen dann Menschen aus dem Ausland. Neue Ideen, neue Kreativität ist genau das, was irgendwie ein modernes Land ja auch braucht.